Der Teppich fliegt über eine hohe Mauer und landet sanft mitten im Innenhof vom Palast. Die Palastwachen kommen aufgeregt zu rennen und umzingeln der Captain Sharky und seine Mannschaft, und das mit zückten Dolchen und drohenden Mienen. Wo der Sharky ihnen sagt, dass der Sultan Suleiman sie geschickt hat und der Scheich um die Freilassung vom Fadi bittet, schauen die Wachen noch feisterer rein und ziehen den Kreis um die Freunde noch etwas enger. Ein Bote wird zum Scheich Salam al-Rashid geschickt, der von den fremden Besuchern berichten soll. Eine halbe Ewigkeit stehen die Piraten mucksmüsli still, nach beieinander, eingekreiset von den angsteinflössenden Wachen und wagen kaum zu schnaufen. Plötzlich hören sie von weit her fröhliche Stimmen, die immer näher kommen. Die Stimmen von einem Mann und einem Kind. Ein Wüstenschiff und vorwärts, rückwärts, seitwärts her. Und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8. Ein Boot, ein Kahn, ein Wüstenschiff und vorwärts, rückwärts, seitwärts her. Ist echt das der Scheich? Mit dem Fadi, dem Sohn vom Sultan? Ich glaube schon. Dem Fadi scheint es aber gut zu gehen. Er ist auf jeden Fall sehr fröhlich. Und der Scheich tönt das ja nicht. Wieso sind die jetzt schon wieder verfindet, der Sultan und der Scheich? Keine Ahnung, das wissen die ja selber nicht. 4 und 5 und 6 und 7 und 8. Ein Boot, ein Kahn, ein Wüstenschiff und vorwärts, rückwärts, seitwärts her. Ich brauche eine Pause, Fadi. Ich kann nicht mehr. Und schau mal, Fadi, wir haben Besuch. Da wollen wir doch herzlich begrüßen, so wie es sich gehört. Seid willkommen. Ich bin der Scheich Salam al-Rashid. Was führt euch zu mir? Ich bin der Sharky, der schreckende Meere. Und das da ist meine Mannschaft. Wir kommen als Gesandte vom Sultan Suleiman. Er bittet euch, dass sein Sohn, der Fadi, wieder zu ihm zurück darf. Zum Dank dafür schenkt er euch den wertvolle, edle Dolch vom Hassan am I. Der Fadi ist wieder ganz gesund. Wir haben ihn hier gepflegt, nachdem er sich das Bein hat gebrochen. Er ist mir sehr ans Herz gewachsen. Aber das Kind gehört zu seinen Eltern. Nehmt ihn nur mit. Für das brauche ich nichts. Auch nicht den unglaublich schönen Dolch. Oh ja, ich möchte wieder heim. Darf ich auf dem tollen Teppich fliegen? Klar, kein Problem. Super! Freude nur nicht zu früh. Das wackelt ganz furchtbar. Da wird's einem ganz trümmelig. Das macht mir nichts aus. Ich bin schon mal auf einem Kamel geritten. Dort wackelt es auch recht fest. Aber bevor ihr zurückfliegt, gebe ich für euch noch ein Festmahl. Ihr habt sicher Hunger. Und mein Koch Abdullah kann es kaum erwarten, euch Köstlichkeiten von unserem Land zu kochen. Gell, Abdullah? Ihr werdet euch die Finger schlecken. Oh ja, und ich helfe dir in der Küche. Da lehre ich sicher extrem viel. Und dann gibt's auf unserem Schiff schon gleich eine orientalische Woche. Der Scheich Salam al-Rashid hat nicht zu viel versprochen. Der Abdullah ist ein exzellenter Koch. Und schon gleich schmeckt es im ganzen Palast nach Gewürz und feinem Essen. Der riesige Rundtisch in der Mitte des Speissaals biegt sich richtig unter dem Gewicht von knusprigem Braten, dampfendem Ragout, feinen Gemüsegerichten, süssen Küchen und exotischen Früchten. Alle essen mit grossem Appetit, bis sie fast platzen. Eure Soldaten kämpfen doch mit den Soldaten vom Sultan. Ja, an der Grenze gibt es immer wieder Zusammenstösse. Aber wieso kämpfen ihr überhaupt gegeneinander? Abdullah, weisst du, wieso wir mit den Soldaten vom Sultan kämpfen? Keine Ahnung. Es ist halt einfach so. Aber wenn ihr nicht einmal mehr wisst, was der Grund für eure Feindschaft ist, dann würdet ihr doch am gescheitsten einfach Frieden machen. Wahrscheinlich war es nur eine Kleinigkeit. Eine munzig kleine Kleinigkeit. Oder ein Missverständnis. Ich glaube, ihr habt recht. Ich sollte Frieden machen mit dem Sultan. Der Fadi ist so ein lieber Bub. Da kann der Vater kein böser Mensch sein. Das ist ganz genau so. Ihr solltet euch wieder versöhnen. Bitte erzählt dem Sultan von meinem Friedensangebot. Ich meine es ernst. Nichts lieber als das. Das Fest geht bis tief in die Nacht.
Alle essen, trinken, lachen und erzählen. Sie singen orientalische Lieder und der Koch Abdullah zeigt der Ratte sogar einen Bauchtanz. Alle stehen im Kreis um die zwei herum und klatschen mit den Händen im Rhythmus der Musik. Am nächsten Morgen wird es Zeit, Adieu zu sagen. Wo die Ratte den Teppich sieht, der nur ein paar Zentimeter über dem Boden auf seine Passagiere wartet, wird sie sofort etwas grün im Gesicht. Ratte, was ist los mit dir? Ich weiss auch nicht, aber wenn ich den wackeligen Teppich sehe, dann wird's mir ganz anders. Wie anders? Mir wird schlecht und trümmelig. Und mein Magen rumoret dermaßen, dass ich am liebsten... Ich glaube, ich weiss, was da helfen könnte. Pfefferminztee? Nein, noch besser. Wünsche? Wie kann ich euch dienen, o Herr? Ich wünsche mir, dass es der Ratte auf dem Rückflug nicht wieder schlecht wird. Euer Wunsch ist mir Befehl, mein Meister. Der Captain Sharky, der Michi, die Ratte, der Fips und der Fadi steigen einen nach dem anderen auf den Teppich. Der gleitet geräuschlos hoch auf in die Luft. Der Gogo kreischt und fliegt aufgeregt um den Teppich herum. Alle winken am Scheich, am Koch Abdullah und allen anderen Palastbewohnern vom Teppich oben so lange zu, bis man sie nicht mehr sieht.